Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Also ich war jetzt schon mal, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so einen fetten ADHS-Kick, weil ich irgendwie so voller Energie bin. Ich habe auch die letzten 3 Nächte gefühlt wirklich geschlafen, weil irgendwie so viel los war, das werde ich dann auch noch erzählen. Aber Alter, nur schon vorher, kennt ihr das, wenn ihr so richtig Lust habt, zum jemanden nerven? Also es kribbelt richtig unter meinen Fingernägeln, um jetzt zum Can gehen und ihn so richtig abfucken. Der ist gerade am Video schneiden. Ich bin nur schon vorher reingekommen. Also ich kann einfach in seinen Fuß bissen, weil ich so richtig... Aber ja, darum kurze Vorwarnung. Die Podcast-Folge wird sehr energievoll sein. Aber auch allgemein eine Achterbahn der Energie, weil ich mache so ein bisschen ein Live-Update. Da gibt es Momente, wo ich hässig wird sein, Momente, wo ich hyped wird sein, wo ich... Ja, keine Ahnung. Also es wird auf jeden Fall alles geben. Und ich bin mega lange überlegen gewesen, was ich so ein bisschen will reden in dieser Podcast-Folge. Schon gestern Abend, ich sage euch, ich hatte die ganze Zeit brainstormen und irgendwie, ich hatte mehrere Themen gehabt, aber es hat keins gegeben, wo ich so war, oh yes, über das will ich jetzt reden, das habe ich verdammt Bock. Und darum habe ich gedacht, ich habe einfach Bock, einfach mal labern mit euch, einfach mal so ein bisschen Live-Update, einfach so ein bisschen talken, wie wenn du so deine Kollegin triffst zum Käfeln und dann hast du wieder mal so ein bisschen, redest wieder mal so ein bisschen, was aktuell im Leben läuft, was für Struggles es gibt. Etwa so. Darum holt euch auch einen Kaffee oder einfach essen, macht es euch gemütlich, entspannt euch, lasst euch Badwanne ein und hört den Podcast. Let's go! Nein, ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es gibt irgendwie so viele Themen zu bereden. Ich habe jetzt schon alles da schön in meine Notizen eingefügt. Aber ich glaube, ein Mainpoint, den ich schon fast irgendwie das Gefühl habe, ist so mein grösster Struggle momentan Schule, beziehungsweise mein Studium. Und es ist, also ich weiß nicht, ich komme halt immer so ein bisschen die Frage, hey, wie läuft es mit dem Studium? Und ich sage eigentlich immer, hey, mega nice, mega gut, alles toll. Aber ich bin jetzt mal ehrlich mit euch, es ist irgendwo einfach ein Stress. Also das Studium als ich gefällt mir immer noch mega, mega fest. Wenn wir jetzt gerade das Modul hatten, das mir weniger gefällt hat. Aber es ist schon 2 Wochen gegangen und das ist nicht von meinem Studium selber aus gewesen, sondern das habe ich mir so als Fach wählen und irgendwie, ich weiß nicht, wo man das wählen musste. Ich war so im Stress gewesen. Ich habe so im Klassenchat gelesen, am Morgen um 7 Uhr und ich sehe so, oh mein Gott, das ist jetzt online, wir müssen pressieren und ich so im Halbschlaf meinen Laptop vorgeholt und irgendetwas angedruckt. Ja, aber ich habe das Modul jetzt endlich hinter mir. Aber nein, ich sage euch, es ist eben grundsätzlich sehr geil. Ich liebe meinen Studiengang, ich liebe die Menschen, es ist alles toll, aber es ist halt einfach stressig, weil zum einen, es ist ja ein 100% Studium, heisst, ich müsste eigentlich jeden Tag anwesend sein, 9 to 5. Klar, es gibt auch Ausnahmen, wenn man irgendwie ein Projekt hat oder so, dass man dann an dem arbeitet oder irgendwie so. Aber grundsätzlich ist es ein 9 to 5 Studium und ich habe ja auch gewusst, als ich angefangen habe zu studieren, auf was ich mich einlasse. So. Ich bin ja, für die, die es nicht wissen, vorher 2 Jahre selbstständig mit Social Media und ja, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wenn ich anfange zu studieren, dass ich das dann anfange zu reduzieren oder irgendwie das komplett aufhören oder so, sondern ich will eigentlich doppelgleisig fahren so. Sprich, 100% Social Media machen und 100% Studium machen und irgendwie im ersten Semester ist es jetzt so ungefähr gegangen. Ich muss zwar sagen, ich habe das Gefühl, ich habe schon irgendwie mit Social Media so ein bisschen reduziert. Also es ist so eine Mischung. Irgendwie, zum Beispiel so YouTube, habe ich gefühlt aufgehört. Also irgendwie, ich habe ja vor einem Jahr eigentlich weekly Videos gemacht und genau seit dem Studium habe ich halt eigentlich aufgehört, weil es halt einfach zeitlich nicht machbar war und irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt ein Podcast dazu jetzt seit einem Jahr und irgendwie, jetzt kommt gerade die Feuerwehr da. Wahrscheinlich hören die das gar nicht. Aber es macht so «Düda, düda». Aber genau. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ja, im ersten Semester irgendwie noch gegangen und ich merke es jetzt so, ich weiß nicht, es fällt mir momentan irgendwie so schwer, weil ich weiß nicht, wie das nachvollziehen könnte. Jetzt juckt meine Nase gerade so. So, sorry. Aber es gibt, also keine Ahnung, wenn du Social Media machst, gibt es immer wieder mal irgendwelche Anfragen. Und ich habe auch gewusst, also weißt du, so für Events oder für irgendwelche coole Möglichkeiten und so. Und weiß nicht, irgendwie so, ich habe gewusst, wenn ich Studium anfange, dass ich dann muss geile Sachen absagen oder geile Möglichkeiten. Oder wenn es mal eine geile Kooperation gibt, wo, keine Ahnung, so muss ich dann absagen, weil ich einfach keine Zeit habe. Weil ich nicht einfach unter der Woche irgendwo hergehen kann. Und irgendwie im ersten Semester ist es so ein bisschen gegangen. Es hat zwar teilweise schon weh da,
irgendwie, also es hat eine Möglichkeit gegeben, ich hätte auf London gehen können. Oh, und ich denke einfach jetzt noch so, Mann, wieso habe ich das abgesagt? Weil irgendwie, also klar, so im ersten Semester habe ich noch viel mehr abgesagt, einfach weil ich mich halt zuerst eingrooven und nicht genau gewusst habe, jo, Schulschwänze läuft der. Darum habe ich das wie abgesagt, weil das auch gerade im ersten Modul war. Und jetzt denke ich mir auch so, Alter, du wirst vielleicht nie mehr die Möglichkeit haben, dass dich irgendjemand anfragt, ob du auf London willst gehen. So, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich dann wie so ein bisschen das Gefühl, ich mache das Studium ja eigentlich, damit es mich weiterbringt. So selber, für Social Media. Auch irgendwie. Aber irgendwie, ja, ist es auch so ein bisschen ein Klotz am Ja, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Voll. Und irgendwie macht es mich so ein bisschen sad. Ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel im ersten Semester hätte ich auch eine Anfrage bekommen, um in einer Serie mitmachen. So. Und habe das auch absagen, weil ich einfach am Dreh obviously keine Zeit habe. Ja, es hat auch wie ein paar Sachen gegeben. Und es ist irgendwie immer so, okay, ist okay, ist okay. Und jetzt bin ich halt wie so an dem Punkt, es kommt die Anfrage mal dort und ich bin jedes Mal so, oh, ja. Und irgendwie ist das momentan so ein bisschen schwierig. Und ich habe ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe von meinem ersten Semester ich jetzt Noten bekommen. Und ich bin mega, mega zufrieden mit meinen Noten. Also wirklich, sie sind alle mega, mega gut. Und das hat mir irgendwie also ein bisschen gezeigt, okay, erstens, ich bin am richtigen Ort. Das ist eigentlich das, was ich kann. Das ist meine Passion. Und zweitens hat es mir irgendwie auch gezeigt, okay, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist, aber vielleicht ist es auch dann mal okay, mal zu fehlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein schlauer Move wird sein, aber irgendwie habe ich mir einfach so ein bisschen Gedanken gemacht und gemerkt, hey, irgendwie, ich will nicht, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo das Studium für mich so ein Klotz am Bein wird, wenn ich so merke, oh mein Gott, ich muss alles Coole irgendwie absagen und ich verpasse Sachen und du siehst dann, deine Friends sind dort und du kannst nicht und bla und irgendwie... Ja, ist es irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, voll. Darum habe ich irgendwie für mich so ein bisschen entschieden, dass ich in dem zweiten Semester einfach mal bei ein paar Sachen zusagen. Klar, ich muss jetzt immer noch so ein bisschen ausrechnen, weil ich muss halt wie pro Modul 80% anwesend sein und wenn halt ein Modul nur 2 Wochen geht, dann kann ich einfach nur 2 Tage fehlen und dann darf ich aber auch nicht krank sein oder irgendetwas und ich muss in diesen 2 Tagen da sein und also sonst bestehe ich das Modul halt nicht. Voll, das muss ich halt wie so ein bisschen koordinieren, aber ich habe mir jetzt wie gesagt, hey, ich weiß nicht, ich weiß, dass ich es auch schaffe, beides zu machen, auch Social Media zu machen, weil, ja, also ich rede jetzt, by the way, nicht nur von Events, ich rede auch sonst von Sachen wie eben Content zu machen, das zu machen. Ich möchte wie nicht, weiß nicht, okay, das verstehen vielleicht viele nicht, aber ich möchte jetzt wie nicht wegen dem Studium meine Passion reduzieren. Macht das Sinn? Weil ich mache eigentlich mein Studium wegen meiner Passion. So. Voll, eben, darum habe ich mich wieder so ein bisschen entschieden, okay, im zweiten Semester probierst du jetzt auch mal ein paar Sachen mehr zuzusagen. Und ich habe jetzt eben letzte eine Anfrage bekommen, ob ich auf Berlin möchte das Musical anschauen. Und ich war so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und ich habe einfach gesagt, nein, du bleibst jetzt dir selber treu und habe jetzt dazu gesagt. Und ich bin jetzt von Mittwoch auf den Donnerstag in Berlin gewesen. Und es ist so eine gute Entscheidung gewesen. Es ist so eine gute Entscheidung gewesen. Ich weiß nicht, ich weiß so, also keine Ahnung, ob ich noch nicht die Möglichkeit habe, dass man so eine Anfrage bekommst, zum fucking Berlin gehen. Und ja, ich bin mega, mega froh, dass ich es gemacht habe. Es war mega nice gewesen, wirklich. Ich kann es euch mal ein bisschen erzählen. Also, ich habe zuerst nicht genau gewusst, wer alles mitkommt. Also nachher haben sie ein Mail geschrieben, wer alles da kommt. Also so andere Influencer. Ich weiß jetzt nicht, wer ihr kennt so. Aber Vivienne Oesch, sie ist also zwar mehr Model und ihre Schwester. Und Chris, ich weiß im Fall gar nicht mehr, wie sein Name ausspricht. Chris Achtan. Der Christian halt. Voll, wir sind so als 5er-Gruppe mit dem Jana. Sind wir dann hergegangen. Und ich weiß nicht, ich habe es einfach so toll gefunden. Und es war mega lustig gewesen. Das ist noch so ein anderes Thema. Aber ich habe zum Beispiel die Vivienne und ihre Schwester, man sieht sich halt, also ich weiß nicht, so, wenn du halt keine Influencer bist und du wirst halt an Events eingeladen, dann siehst du immer wieder mal Menschen, aber man kennt sich vielleicht nicht, aber irgendwann kennt man sich dann vom Gesicht. Und dann ist immer so, sollte man jetzt mal, weiß auch nicht, ist es langsam weird, sollte man irgendwann sich «Hoi» sagen, weißt du, was ich meine? So, darum, voll, wir haben wie so eine Dings gehabt und irgendwann haben wir sich dann «Hoi» gesagt, aber man hat sich nicht wirklich gekannt. Und irgendwie der Berlin-Trip hat uns so zusammengeschweißt. Also es ist
ich finde es so insane, was 48 Stunden können ausmachen können. Also wirklich am Schluss, ich habe das Gefühl gehabt, wir haben so einen ultra nice Vibe in der ganzen Gruppe und als würden wir schon seit 3 Jahren durch dick und dünn gehen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das so geil gefunden, einfach mal so eine Erfahrung zu machen, so Leute, dass man so schnell, so gut vibet und ich hätte am Anfang voll nicht gedacht, dass die Gruppe so nice vibet, weil wir irgendwie alle aus anderen Circles auch so ein bisschen kommen oder irgendwie, kann ich so. Und es hat auch komplett geweibt, es war richtig, richtig nice gewesen. Ich habe es richtig, richtig cool gefunden. Voll. Aber eben, zurück zu der Schule. Ich hatte jetzt eben so ein Modul gehabt, wo jetzt 2 Wochen gegangen ist. Wo man jetzt nicht, also, was heisst, es hat mir nicht so gefallen? Es ist halt wie nicht so mein Ding gewesen. Es ist schon easy gewesen, aber ich zum Beispiel, ich bin halt viel mehr fasziniert von so eben Film und Fotografie und Medien und all das halt, was digital ist, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen. Und das ist halt das Modul gewesen, wo halt wie mehrere Studiengänge haben können wählen. Heißt, es hat noch komplett andere Studiengänge in diesem Modul dann gehabt. Und ich weiß nicht, ich würde von mir sagen, ich bin jetzt weniger so komplett künstlerisch unterwegs, im Sinne von, dass ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Bild sehe, das weiss ist und hat einen roten Punkt, dann ist es für mich ein weißes Bild mit einem roten Punkt und ich fange da nicht an, 1000 Sachen zu interpretieren. So, ich bin jetzt so auf dem wie sagt man dem? Typischen künstlerischen Ding halt so. Und es gibt halt Studiengänge, die viel mehr auf dem Vibe sind. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, das Modul ist auch ein bisschen mehr so. Also ich kann es mal sagen, wir haben so, das Modul heisst Farbe, Licht und Interaktion. Und ich habe mir glaub, mehr so ein bisschen vorgestellt, dass wir dann so ein bisschen Sachen lernen, so, weißt, so mit Licht, wie ein geiles Bild beleuchten oder Color Grading. Ich weiss doch nicht, was ich mir überlegt habe. Es war morgen früh, wie gesagt. So. Und es ist halt nachher mehr so in die künstlerische Richtung gegangen, dass man zum Beispiel kann als Projekt eine Interaktion machen im Sinne von so einer Lichtkunstausstellung und dann irgendwie so arbeiten und so. Und es gibt am Schluss eine Vernissage. Und wir haben halt wie selber aussuchen, was wir für ein Projekt machen wollen. Und ich habe wie von Anfang an schon gewusst, okay, ich will irgendetwas Digitales machen, ein Video oder einfach irgendwie so etwas. Halt, weißt, schlussendlich sind wir ja selber frei, was wir für ein Projekt machen wollen. Und du hast ja schon gesehen bei den einen, dass die schon so auch in ihrem Studiengang so ein bisschen entsprechend das Projekt gemacht haben. Und ich habe gewusst, ich will etwas mit meinem Studiengang ein bisschen machen. Und weil mir halt einfach das Spass macht. Ich sehe mich nicht, dass ich eine Lichtinstallation mache. So ist einfach weniger so mein Ding. Ja, auf jeden Fall habe ich wie dann so ein Video gemacht. Das war noch geil eigentlich. Ich habe wie mit einem Beamer gearbeitet. Für die das TikTok gesehen haben, wissen, welches das ich meine. Ich habe wie so eine Story gemacht von einer Girl, die Liebeskummer hat. Also sie ist halt in dem so eine Schauspielerin. Und bin im Bett gesessen und habe mit dem Can zusammen ein Bilderbuch angeschaut. Aber der Can war mit einem Beamer projiziert. Das war nicht der echte Can, sozusagen. Und dann habe ich quasi das Bilderbuch zugeklappt und dann ist der Can verschwunden. So à la, ich schwelge in Erinnerung und vermisse ihn eigentlich, aber eigentlich ist er gar nicht da. So, ja, ich weiß nicht, ob er das jetzt gecheckt hat. Schaut auf jeden Fall das TikTok an, dann wisst ihr, was ich meine. Aber das war so ein bisschen mein Projekt gewesen. Und ja, es war irgendwie so ein bisschen schwierig gewesen, weil ich irgendwie so ein bisschen, ich hoffe jetzt, der hört das nicht vom Studiengang. Nein, ich glaube nicht. Und wenn schon, es ist nicht böse gemeint. Nein, ich hatte halt einen Lehrer, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, er hat jetzt auch so ein bisschen etwas anderes erwartet. Also auch so ein bisschen mehr das typisch künstlerisch. Ich weiß aber nicht, wie ich dem sagen soll. Aber ich glaube, ihr wisst safe, was ich meine. Und irgendwie, ja, für mich ist das halt dann irgendwie so in eine andere Richtung gegangen. Und irgendwie habe ich es dann auch so ein bisschen schwierig gefunden, weil ich so ihm so ein bisschen angemerkt habe, dass er nicht so zufrieden ist. Und ich weiß nicht, warum es an meinem Ego so hergekratzt hat. Also ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so abgezogen. Nachher, ich habe gar keine Lust mehr gehabt, irgendetwas zu machen. Weil wir haben nachher einen Dokumentationstext dazu schreiben und ich habe das so hart hinter mir hergeschoben oder vorgeschoben, wie sagen wir das? Und einfach so, ich weiß nicht, das hat mich so abgezogen. Und ja, kann ich. Ich habe dort so ein bisschen für mich so die Lesson gehabt. Vielleicht ist das auch für euch so ein bisschen etwas, was ihr könnt mitnehmen könnt. Aber schlussendlich sind Lehrpersonen dazu da, um dich irgendwie, weiß auch nicht, weiterbringen und dass du etwas lernst. Aber ich finde gerade zum Beispiel an einer Kunstschule oder sonst irgendwie, falls ihr ein Projekt habt oder so, oder irgendwie
irgendetwas Künstlerisches, das du nicht kannst sozusagen bewerten, wie jetzt zum Beispiel eine Matheaufgabe. Bei Mathe ist es ja klar, da gibt es einfach die Lösung, die richtig ist oder falsch. Und bei Kunstsachen, das kann ja auch ein Aufsatz sein oder irgendetwas, ist das teilweise so ja, lehrpersonenabhängig. Es gibt die Person, die es mega geil findet, die andere komplett scheiße. Das habe ich ja auch bei meinem Dings mega gehabt, bei meiner Abschlussarbeit am Gymi. Oh, da könnt ihr auch mal eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Oh mein Gott. Ah! Nein, ich will mich gar nicht darüber aufregen. Aber dort hatte ich halt eine Lehrerin gehabt, wo du musst halt wie, wenn du eine Maturarbeit hast, musst du eine Betreuungsperson haben sozusagen. Und du musst sogar die anfragen. Ich habe die damals angefragt, das war so eine BG-Lehrerin, ich habe sie nicht gekannt. Sie hat gut lieb ausgesehen, aber sie ist... Ja, nein, ich will nicht böse über sie reden. Wir haben einfach keinen Vibe gehabt, sagen wir es so. Oder nicht die gleichen Vorstellungen. Und ich habe einfach mega gemerkt, also das war bei meinem Kurzfilm gewesen. Ich habe glaube noch nie auf Social Media über das geredet. Aber dort hat sie auch so ganz andere Vorstellungen gehabt. Ich habe zum Beispiel gewusst, ich will einen Spielfilm machen, einen Kurzfilm, Spielfilm, was eine Story hat. Und sie hat halt viel mehr auch künstlerisch gedacht, im Sinne von, ja, ich könnte ja einen Stummfilm machen und ich könnte ja das machen und bla. Und ich bin einfach so gewesen, nein, das ist nicht mein Ding, ich möchte einfach einen normalen Film machen. Ja, und die hat auch zum Beispiel die ganze Zeit einen Prozess gesehen und bla. Und ich habe einfach von Anfang an gewusst, was ich genau will und habe nicht einen Prozess gehabt. Ja, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt einfach so gewesen, nachher bei der, dass sein Projekt am Schluss nicht so, also es ist halt einfach auch nicht so ihr Ding gewesen und sie hat es nachher jetzt auch, also ja, sie hat es nicht mega schlecht bewertet, sie hat mir dann 5,25 gegeben, das ist voll easy so, aber es ist halt vor allem mega sad gewesen, zu sehen, dass ich dann nachher einen Vortrag hatte, von einer anderen, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall mich vorbereitet für den Vortrag und bevor die Lehrerin reingekommen ist, ist noch eine andere Lehrerin drin gewesen. Und die hat mich erkannt, wegen meinem Kurzfilm, weil wir haben vorher eine Vernissage gehabt, und sagt so, ey, oh mein Gott, ich habe deinen Kurzfilm gesehen, ich habe den so mega gut gefunden, der hat mich so hart berührt. Wenn du bei mir gewesen wärst, ich hätte dich gerade auszeichnet. Also es hat so wenige Projekte, die ausgezeichnet worden sind. Also, und die Lehrpersonen haben dich anmelden. Also, die hat gerade gesagt, die hat mich sofort angemeldet, dass ich ausgezeichnet werden könnte. Und das hat mir einfach, das hat mir so abgelöscht, weil ich mir so gedacht habe, wäre ich jetzt bei dieser Lehrerin gewesen, die hat mir ja safe einen Sechser gegeben. Und das ist, da merkst du einfach, es ist so lehrabhängig bei so Sachen. Und so Sachen nerven einem dann irgendwie so. Und ich habe jetzt wie auch bei diesem Projekt wie so ein bisschen gemerkt, okay, weißt du, so, das ist einfach dem Lehrer nicht so sein Ding. Aber schlussendlich ist ja gleich er die Person, die es nachher bewertet auch. Und das ist dann so ein bisschen ein Abfuck, weil irgendwo willst du ja dein eigenes Ding machen und selber mit dem Projekt zufrieden sein und nicht für eine Lehrperson etwas machen, gerade so im künstlerischen Bereich. Aber du willst ja schlussendlich auch eine gute Note haben. Und das ist so scheiße. Das ist so eine Zwickmühle, so was, also weißt du, so. Und ich habe jetzt wie für mich gemerkt, Alter, ich bin in dieser Schule nicht, um einfach nur gute Noten zu machen, sondern um mich weiterentwickeln, um mich irgendwie, ich weiß auch nicht, um das zu machen, was ich will und was ich mich will weiterentwickeln. Und wenn ich anfange, für die Lehrpersonen Zeug machen und nicht mehr für mich, dann fängt es mir an, nicht mehr Spass zu machen. Und das habe ich ja im Gymi mega fest gemerkt, dass ich bei allem, auch bei BG-Sachen, nur geschaut habe. Ich weiss zum Beispiel auch noch, wir haben ein Bild malen. So, ich habe einen Berg irgendwie gemalt. Und mein Lehrer, also ich bin wie am Malen und zunderst war noch leer gewesen, dort habe ich noch nicht fertig gemalt. Und dann kommt auch mein Lehrer zu mir und sagt so, boah, das finde ich jetzt mega cool, dass da unten leer ist. Und ich habe mir gedacht, Bro, what the fuck? Es ist einfach nicht fertig gemalt und es hat wirklich, ich finde, es hat wirklich nicht gut ausgesehen. Ich verstehe noch den künstlerischen Aspekt, dass es könnte cool sein, dass es nicht komplett fertig gemalt ist, aber es ist halt einfach wirklich wack gewesen, so. Also wie, keine Ahnung. Und ich habe es dann auch einfach nicht fertig gemalt, weil ich dachte, da kommt eine bessere Note über. Und als ich das Bild dann heimgenommen habe, habe ich es daheim mit meiner Mama actually unfertig gemalt, damit ich es aufhängen kann. Und das, also, es nervt mich so hart. Und das habe ich wirklich für mich jetzt so voll gemerkt, ich möchte das nicht mehr machen. Ich möchte nicht mehr einfach nur für eine gute Note, damit ich der Lehrperson gefallen, mich anpassen, sondern ich möchte das Projekt so machen, wie ich es cool finde. Und eben, ich habe dann auch, bevor wir auf Berlin sind, dann ihm mein Projekt jetzt gezeigt. Und er hat halt wie eben so gesagt, ja, er findet es jetzt so, und ob ich nochmal ein Video machen könnte. Oder auch, er hat dann auch wollen, ob ich es live performe, weißt du, oder Vernissage, weil das ist dann auch mehr Interaktion.
und so. Also übrigens, die Aufgabe ist nicht Interaktion machen, sondern einfach ein Projekt mit Licht. Also es war mega offen gewesen. Weil wenn es jetzt wenn jetzt die Aufgabe gewesen wäre, eine Interaktion machen, dann hätte ich es ja ihnen noch verstanden. Aber ja, und ich habe mir einfach gesagt, nein, fuck, Alter, Bro, wie cringe. Wenn ich jetzt dort würde live irgendwie Schauspielerin, ja, ich weiß nicht, irgendwie hätte ich mich da halt null gesehen. Und ich bin irgendwie im Nachhinein mega froh. Ich bin jetzt so richtig, es fühlt sich so gut an, dass ich mir jetzt einfach treu geblieben bin. Ich habe jetzt zum Beispiel noch ein Behind-the-Scenes-Video zusätzlich gemacht. Also der Vernissage jetzt auch noch gezeigt, die war am Freitag. Und nachher kommt er eben so zu mir und gibt mir so einen Augenzwinker. Ja, ist jetzt super gewesen, ich das Behind-the-Scenes noch gemacht. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich möchte es nicht unterstellen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, er kommt jetzt ein bisschen weniger draus so in der Filmbranche, also beziehungsweise in der, ja, wie man Videos macht. Ich habe das Gefühl, es wirkt allgemein für viele Personen, die jetzt nicht so in dieser Branche sind, schnell mal mega einfach. Und mega als wenig Aufwand. Und ich glaube, nach dem Behind the Scenes hat man dann vielleicht so ein bisschen gesehen, was alles für Aufwand dahinter steckt. So. Aber ich weiß nicht, ob das ein Gamechanger ist. Ich hoffe wirklich, ich sehe jetzt den Podcast nicht. Es ist ja eigentlich voll nicht, also es ist ja voll easy gewesen, eigentlich so. Ja, es ist ja nicht persönlich. Ich habe einfach allgemein für mich so voll die Lesson so ein bisschen gehabt. Es fühlt sich gut an, treu zu bleiben und schlussendlich muss ich einfach nur bestehen. So. Und nicht jetzt irgendwie da anfangen in die Richtung gehen. Voll. Genau. Alter, jetzt habe ich gerade 3 Stunden gelabert über das. Aber es hat gerade gut an, weil irgendwie, ich merke so, das ist zum Beispiel etwas gewesen, was mich so hart irgendwie beschäftigt hat. Weil ich bin am Mittwoch, Donnerstag in Berlin und am Dienstag war das, wo ich das Projekt gezeigt habe. Und ich bin nachher mit so einer negativen Energie eben aus dieser Schule, also ich einfach nur noch heim will. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber irgendwie hat es mich so hart abgezogen, das negative Feedback, weil ich eigentlich selber voll zufrieden war. Und irgendwie, ich bin dann halt so rausgelaufen. Ich wollte auch heim will eigentlich. Bro, vor allem, das ist das Beste, ich bin so aus der Tür rausgelaufen und es gibt so das Ding, wo du reindrücken musst. Bro, bricht noch meinen Nagel ab. Irgendwie war es auch noch mein Day gewesen, aber Alter, es hat so weh, ich habe jetzt abgerissen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen. Ich habe halt so Gelnägel und es ist einfach eingerissen und zwar so, sorry, Triggerwarnung, grusig, aber im Fleisch gefühlt. Es hat so blühtet und jetzt dann weggerissen und es hat so weh. Aber ja, das war echt so ein bisschen mein Live-Update. Jetzt noch zukunftsmäßig. Ich freue mich so. Ich merke schon wieder, ich gehe halt am Montag schon wieder nicht in die Schule. Yay. Nein, ja, ich weiß nicht. Also für die nicht wissen, ich tue nicht schwänzen, sondern bei uns ist es halt beim Studium, du musst dich einfach abmelden und schlussendlich ist der Grund, ob du jetzt krank bist oder ob du einfach nicht in die Schule kommst, scheißegal. Du musst eben, wie gesagt, 80% anwesend sein und jetzt Lehrer, also wie, es ist nicht wie im Gymi, dass nur, also bei uns ist es im Gymi zum Beispiel nur so gewesen, du hast eigentlich nur gefehlt, wenn du krank bist. Du hast nicht können fehlen, weil du irgendwie weggehst oder in die Ferien gehst oder so. Und bei uns ist es halt im Studium jetzt ein bisschen anders, was ich wirklich mega froh bin. Darum muss ich jetzt auch nicht so tun, als wäre ich krank, sondern ich kann einfach sagen, hey, ich gehe jetzt für 3 Tage weg, so, wie jetzt in Berlin. Und das ist eigentlich noch nice. Ich muss einfach selber so ein bisschen das in der Hand haben, dass ich genug auf der Schule bin. Aber auf jeden Fall gehe ich jetzt am Montag, Dienstag, ich weiss nicht, ob ich Mittwoch auch gehe Skifahren mit ein paar Influencer. Wer kommt alles mit? Ich weiss es schon gar nicht mehr. Aber die Leila kommt mit. Ich will eigentlich mit der Leila, ich bin nachher mit ihr dann im Hotelzimmer zusammen. Vielleicht machen wir eine Podcast-Folge zusammen. Ich finde es übel geil. Ich nehme auf jeden Fall mein Podcast-Zeug mit. Sie nimmt ihr das auch noch mit. Aber es sind eigentlich noch andere Leute, vielleicht gibt es dann eine komplette Podcast-Überflutung mit Menschen. Aber ich finde das allgemein halt mega cool, mit anderen Leuten einen Podcast zu machen. Und nicht nur mit meiner Family und dem Can. Nein, mit denen ist auch cool, aber ja. Und wer kommt noch mit? Der Adi kommt noch mit. Der Maelo kommt einen Tag. Der Jontan kommt damit. Ich weiss es schon gar nicht mehr. Scheiße. Und übrigens hat Can das Ganze organisiert. Sehr geil. Genau. Voll. Aber ich freue mich richtig, richtig, richtig fest. Das wird, glaube ich, mega cool. Ich bin auch dieses Jahr erst einmal Skifahren. Voll. Ich muss jetzt eigentlich noch viel machen heute. Alter, es ist schon eins. Ich muss jetzt zu Mittag essen. Ich muss jetzt noch TikTok schneiden. Ich muss noch meine Podcast-Folge schneiden und meiner Katrin schicken. Peace out. Und Alter, YouTube. Ich will eigentlich wieder YouTube machen. Ich habe jetzt seit letzter Woche das erste Video wieder aufgeladen und jetzt muss ich heute noch das Q&A filmen und schneiden und aufladen. Und ja, ich muss das einfach machen. Oh nein, ein Update gibt es auch noch kurz. Noch ganz schnell. Sorry, das ist so ein Durcheinander-Vlog. I'm so sorry. Aber ich habe am Montag Dings bekommen.
die Information bekommen. Also ich gehe ja für einen Monat, muss ich ein Praktikum machen vom Studium aus. Und ich habe jetzt wie am Montag Bescheid bekommen, wo ich mein Praktikum mache, weil das tut halt die Schule in dem Sinne aussuchen. Und es ist einfach in einer Agentur, wo ein Kollege von mir auch arbeitet. So funny. Und sie sind auch so ein bisschen fürs Frauenfeld zuständig für Kommunikation. Das heisst, vielleicht hilft ich dann dort in der Kulisse. Das wäre übel geil. Ja, darum bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht nehme ich dann dort auch noch ein bisschen mit. Ja, mal gucken. Aber ich tue jetzt meine Podcast-Folge endlich beenden. Also ich hoffe, es hat dir gefallen. Vergessen nicht, mich zu abonnieren. Und vergessen nicht, abzustimmen, weil ich bin nominiert bei Swiss Podcast Awards. Yeah. Gut, also jetzt höre ich einfach auf Reden. Tschüss!